Rund 2 Match 2 Triple Commit gegen Enraged bei mir als de Silas. Ja, moin Blackstar. Merci, dass ihr im Mundial dabei sind und ich denke, mehr freuen, als ob das Match schaut extra. Oh ja, also mir zittert schon fangere, was man heute Abend gesehen, das geht heftig. Da sind zwei Equipen, die ziemlich sicher ans Finale kommen. Und sie treffen los schon an der zweiten Runde oben durch den Swiss-System. Allen zwei haben sich an der ersten Runde mit einem Win davon geschlagen und treffen lo, weil sie allen zwei gewonnen haben, oben. Jo. Ja, und ich gebe so wie gesagt, da war das heute ein super Match. Ja? Genau, also froh ist natürlich, wen wird er als Sieger rausgehen. Gesehen wir ein 2:1, geht den Enke-Match oder dreht Enraged, ein Team, das so lange schon gegen Mann spielt, dreht Enraged drum einfach den Sweep von sich. Wir können gespannt sein. Ja, effektiv, wir können gespannt sein, das getaut. Der Match von der Match ein bisschen, Triple Commit haben wir noch gar nicht in Aktion gesehen. Den Match konnte man leider letzte Woche nicht streamen. Ja, dafür haut. Mal gucken, was die Jungen drauf holen. Zwei Spieler kennen den nach von den Spring Games. Den dritten erst nach aus Last Minute sozusagen beikommen. Aber auch ein Spieler, den ziemlich oft in der Rocket League Community, auch bei seinem Discord-Channel aktiv war, den Sybo. Und auch hin schmengen hier vervollständigt das Team und ich denke Enraged kriegt ja bis zu knallen, also das tut kein einfaches Snack. Vielleicht kriegen wir heute endlich ein Match mit 3 Games, das wäre natürlich das wäre schon ja zu erwarten. So, wie gesagt, offiziellen UPAF sozusagen, also mal Dauer, mir nach 3 Minuten für ein bisschen zu schwätzen. Silas, passt du gut aus dem Match von der Mitte rauskommen, du, wen Salz nicht kennt, Spieler von den Red Lions, war ja Mitte schon eine Reaktion. Ja, ich meine, wir sind ganz und die Party rangegangen, wir hatten noch die letzte halt besten halt zusammen gespielt, für wirklich Synergie zwischen uns aufzubauen und am nächsten Match hat er doch ganz klar gesehen. Am zweiten Match haben wir ein bisschen klingt mit Labber gelöst. Ja, war natürlich ein super Match und das geht mir gut für selbst. Jo, genau. Was schon gespannt, ob der Gegner an der nächsten Runde. Effektiv, ich meine, wir hatten noch kurz spekuliert, gegen Film man kennt fallen und ja, kein eventuell gut ausgehen, keiner auch schlecht ausgehen. Wir sind relativ gespannt, ob wir mal stoßen werden für die dritte Runde. Und ja, wir wollen unbedingt an Torbert kommen. Ne? Voll, also löske der Zeit. Wir werden auf der Kader, wie schon angesprochen, den Dark Dragon erwächst als Kapitän bei Enraged. Sind wir beim JT, der ja schon eine formidable Leistung letzte Match spricht hat, mit seinem extravaganten Enkel da über der Lat. Mir auch der Midoriya dabei, den letzte Woche ziemlich show war, also den hat sie ja quasi nimmen Gola geschossen. Und auf der anderen Seite beim Triple Commit haben wir den Dragon, wie ihn sich einfach nennt. Den Kapitän, dann den Sybo, über den wir gerade schon geschwatzt haben, und der Kiraksui, ein Spieler, den Mensch nicht mehr Französisch und Englisch schwätzt, aber hier letztlich abgewusst ist. So, Enraged als du löst, ich meine, die sind vollständig, da warten wir noch auf Triple Commit. Ja, hoffen wir, dass alles glatt geht, dass nicht weiter viele Serverprobleme werden auftreten. Ne? Genau. Ne, das ist halt bekannt, Rocket League, Wonnetruppe. Von den Server. Ja, ich hoffe, dass bei dem heute Match alles wird glatt laufen, dass man nicht irgendwelche Störungen werden haben und ein klare, propere Match gesehen. Als Regie, den Ben, den der Tau überhält, den hört Punkt, dauert Passwörter weitergehen an Chain funktioniert zu und selber schreibt gerade, sorry, mir mein Team ist noch nicht du. Ja, dann warte mal kurz auf die. Das heißt, du kannst es selber da mal schreiben, dass wir dann warten. Also, wieso?
Ich hoffe aber, dass er komme pünktlich, weil wir hun direkt no nach dem Match, und zwar Overtime gegen die Leaking Brains. Overtime holt ja letzte Woche gegen Red Lions dominiert, obwohl es ganz knapp war. Und die Leaking Brains konnten sich gegen Team Lützeburg durchsetzen. Ironischerweise spielt Lo die zwei Siegerequipen aus den Match gegen ihn. Auch ein ganz interessantes Match. Opa von dem Matchers offiziell Nengauer Kapitäner von der Mannschaft und Hunde aber erlaubt der Match recht dann unzufängen gewann Enraged gegen Triple Comet fertig also ich denke die zwei Mannschaften gucken sich der Teilspektakel auch und wie gesagt der Teil hat wirklich hege Niveau ich kann schon mal nicht sitzen bleiben wenn man haut zu Gesicht kriegen das geht schon nice ja ich meine die Spannung ist definitiv da ich meine, wir kennen die zwei Equipen, wir kennen die Leute von den zwei Equipen. Es gibt, wie du so schon am Anfang, relativ interessante Match und kennst schon bald so, dass das dort komplett in einer Liga geht, was man bis dato gesehen, ne? Das stimmt. Ich meine, muss gucken, halt wie es geht, wir warten mal auf, wie lange Triple Commit noch braucht. Ich denke, dass die auch mal Zeit werden da sind an den nächsten Minuten und dann da können wir aufhängen. Ja, eine Equipe geht natürlich selbstverständlich als Verlierer raus, als Gewinner. Von den beiden Top-Equipen muss sich dann an der nächsten Runde mit mehr schwache Gegner rumklappen. Natürlich hängt da doch ein bisschen Hand vom Seed auf. Also froh ist natürlich, wer von den Teams will hier ein bis an den Seeding komplett aufschlägt als Seed 1. Aber ein Team muss noch ein bisschen mit einem Mann ein gutes Seed sich rumschlagen. Selbstverständlich spielt das Seed 1 gegen den letzten Seed, was natürlich dann ein einfacher Weg ist an der Theorie. Und ja, Seed 2 spielt dann gegen den zweitschlechten und so weiter und so fort. Ob rund 2 gehen wir aber ab paar Wochen mehr genau drauf an. Da hast noch viel Zeit und noch viel Matcher gespielt, bis das wir da hinkommen. Ja, wir sind knapp Stage an der zweiten Runde kommen. Ich meine, bis das nächste braucht noch die Zeit. Und ich meine, bis dato haben wir schon viele interessante Sachen gesehen. Und heute geht wahrscheinlich auch noch ein interessanter Runde. Wir hoffentlich nur noch fertig gesehen von den anderen Matches aus den Enraged gegen Triple Commit. Genau. Ganz spät, also für die dann nach Werkes sind, spielt auch nach Kappa Kipo gegen Tridepart. Und das wird auch ein Match gehen. Das sind zwei Equipen, die letzte Runde verloren haben. Das ist auch dann vielleicht ein Match, den ziemlich ausgeglichen ist. Sind wir gespannt, wie den ausgeht. So interessiert mich das Resultat halt auch, weil ich schätze, dass du ein Team trotzdem dominieren wird. Wenn das verrate mal recht dann um Fairlob 10 oder um Fairlob 11, wie nicht genau ist. Das will ich schon nicht ganz so beschirmen. Ja, ich habe gerade geschrieben, dass ein Rage du fängt Karte zu gehen. Schön ihnen aber mitgedeelt, sie sollen eine Heizdecken holen, wie das die Show bleiben. Also Triple Commit kann sich nicht drecken, sie geht sich ja nicht ohne Kampf. Dadurch schmengen nicht, dass du Forfeit können, das wäre ja ein bisschen peinlich, also das wäre... guck mal du, wir kriegen eine Packet Lost. Ja, Server. das gesagt schon gut aus. Das ist schon tipptopp. Geht da eine Laggy Party. Ja, wenn wir noch mehr lang warten, dann geht vielleicht auch noch der Server ein Gott so. Muss man neuen abmachen. Sollst du ein bisschen den Chat machen, also den Discord, Orga-Chat, diese Story-Apps, wo sind Spieler drohen? Ja, Da kommen sie! Okay. Kiraxui, Dragon, und Saibo, da sind sie, also von mir aus kann der Match Lasko und Loget Show. Und nächsten dann joinen wir natürlich auch noch.
Enrage sich definitiv Top 4 berät. Triple Comet noch nicht so. Man den Haut gespielt, fertig. Hun alle gut bisschen für sich gespielt, aber sie sind anscheinend brett. Und du sind noch schon an den Match ran. So. All Moment das Opaf. Aber guck mal, wie der nächste Kickoff ausgeht. Ja. So, nächste Kickoff geht an Touch von Enraged. JT direkt Ball, probiert natürlich direkt einen Angriff. Kiraxoi blockt. Besser vorsichtig von Triple Comet gespielt. Selber do kleine Fehler gebaut. Und Dragon gesagt lo ein Oppeboot. Probiert durchzukommen, kriegt aber nicht. Geht den Dragon sich durchgesagt. Hat gesagt, bis sie so aus, sie wollen sich vielleicht ein bisschen untasten. Ist alles ging, ich meine, das auch einen bekannten Taktik, mal gucken, wie sie drauf sind oder gut, und dann geht richtig Schloss. Genau. Muss vielleicht für dich mal den nächsten Goal fallen, bis das für beide Kippen aufhängen. Und das ist die erste Demo. Dragon wird dort einen anderen Dragon als ein Goal. Und ein großer Fehler! Ein schlimmer Fehler von Triple Comet. Ja, das war wahrscheinlich ungewollt, aber ja, ein Dragon hat den Kiraxoi komplett wäsch gehalten und der Ball einfach dazwischen an der Goal gegangen. Ja, Kiraxoi hat schon ein Accident für Goal gebaut, dann ja, da war natürlich mängisch Kommunikation nicht ganz abgegangen. Und selber möchte aber direkt um gut, komischerweise Enraged komplett der Land geflohen. So kann ich das auch nicht. Ja, ich meine, wohl so ein bisschen Surprise Pass ganz noch 4, so hat man ausgesehen. So, sind wir schon beim dient. Das ist noch nicht viel geschickt. So, low Pinch auf Seite von Enraged. Kiraxoi greift un, Whiff, ein bisschen Lunch, Dragon chased, aber den anderen Dragon kann nicht abhalten und hat Dueling Dragon zum Feld. Ja, den Dark Dragon und den Dragon. Das geht nach einem Zungenbrecher. Ja, mal gucken, Dragon sich, Triple Elite sich Chance, kriegt ja gekonter. Midoriya, vielleicht ein JT? Nein, leider nicht richtig kriegt. Und Dragon direkt noch 4. Aufgefangen von Midoriya. Ja. So, low Enraged High. Ein bisschen ruhig, nicht wie das letzte Match von Enraged. Da war mehr Passe am Spiel. Aber das muss ich wahrscheinlich alles ein bisschen abbauen. Ich meine, sie Hunlo immer noch Gleichstand, sind da nicht 4. Muss nach mal 40 das sind. Aber wissen wahrscheinlich auch, was für Gegner sie da 4 Stunden haben. Ja, ich meine, das genau da. Beide Equipen kennen sich. Sie wissen, dass alle Teammember stark sind. Und das sei wirklich seriös. Das war eine gute Chance von Enraged. So, lo nein Ugriff von Triple Comet. Saibo springt aber launcht. Dragon geht an Verteidigung. Kiraxoi direkt um den Ball. JT lo hab es gesehen, geht aber nicht durch. Dragon direkt auf für die Verteidigung. Kiraxoi Pass rauf auf Saibo noch 4. Dark Dragon. Geht der Ball schön gesaved. Kiraxoi aber achtsam. Also bis dato fand ich, dass Triple Comet ziemlich aggressiv ist. Ja, sie wollen natürlich Chaps durchbringen an Saibo, heißt Shane mit einem Double Tap. Da konnte Dark Dragon, sorry, nicht viel machen. Hätte das ein bisschen mehr frei lesen. Ja, gut gespielt vom Saibo und effektiv. Mir den Triple Comet ist voll dabei. Und, hallo, schon jetzt ein Open Boot? Nee, close. War nicht geschossen. So, Dark Dragon schon nächstes Mal Fehler. Und Triple Comet weiß definitiv, dass Enraged nächste Lachen hört. 3:1. Mehr abgepasst. Enraged ist eine Equipe, die auch ganz oft mal einen Comeback zurück könnt. Also, das ist noch nicht sich für auf die Kammer-PC lehnen, für Triple Comet. Ja, ich meine nicht, weil die kennen von Enraged, dass nur Druck ganz gut kann rauskommen. Nee, Skage gesaved, Dragon kann ihn nicht abbringen.
JT sing Aktion pass op den Dark Dragon Cyber war am Goal eng perfekt Rotation momentan bei Triple Commit ein Rich gerade bisschen laschen oft eng op Boot Midori bis verloren fällt an Lorem 2 Mann gehen den JT wie was sich zölle von Kiraxoilo an der Verteidigung geht und Mauer Kiraxo auch noch nicht viel gebrucht vielleicht momentan ein bisschen die schwerste Spieler am Team am Kader das wird definitiv abgewärmt. Ja, nach hun Impression wie von Enraged defensiv bis sie geht sie sind noch nicht ganz do. Nur ein Demo vom JT Dragon natürlich der stärkste Spieler aus dem Kader rausgeholt aber Lorem eng op Boden Midori kann du nicht richtig durchschalten Dark Dragon nee, sorry den Dragon versicht ein Demo. Ich meine, Midori hat nach gut entschärft für die Situation. Hallo, pass mit. Gibt ein Double Commit von Enraged. Saibo probiert natürlich am Dreh mit, an Dragon probiert das oft zu redirecten. Nur für Kiraxoi, sie losen Enraged nicht mehr richtig nur 4 kommen. Enraged sitzt zwar hier weh, aber sie fanden noch nicht ganz gefährlich. Da hat den Dragon nicht abgepasst, an Kiraxoi sein Pass war eigentlich tipptopp. Das hat kennt in der Feier gehen. An Lo laufen Sekunden Enraged fort. Ich meine mal gesehen. Triple Commit. Man denkt 1:0 an die zweite Partie gehen. Ja, das könnte noch vielleicht eine Möglichkeit gehen, eine gute Möglichkeit. Ach, das ist ein Chef vom Dark Dragon. Ja, du gesagt, ja. Voilà, Triple Commit hält die echt rum. Gegen Enraged. Zu einer Überraschung, muss ich so genau, sie haben besser gespielt, wie das erwartet war. Und du kannst wahrscheinlich nachher bis kommen. So, sie kriegen natürlich nur nach ihre versprochene Punkt. Das rote Team 1:0. Und da waren Spieler alle gut Platz sind, das sprang mal direkt an den nächsten Match. Rund 2. Ja. Starkleistung von Triple Commit. Ja, der Sibo muss spielen neu starten, schenkt wahrscheinlich Frame-Drops zu tun. Standard Rocket League Back. Ja, dann ich gebe so mir holen aus dem Moment dann mir Schweizer kurz denken, was das geschieht. Also ich ein bisschen feiert von Enraged hier offensiv war am Anfang nicht so präsent wie gewinn das und sie waren extrem weit zurückgezogen und auch hier Rotation nicht so geklappt wie normal, ne? Genau, Passe waren do, JT aber irgendwie nie durchgezogen, auch guck ich da genug Fault gesehen. Wie gesagt, ja, du fehlt du nur offensiv, so kann den Enraged gut nicht. Und Spieler John natürlich direkt sei wo ganz schnell dabei. Perfekt. Da verliert man auch gut keine Zeit. Aber weiter geht es, Rund 2. Hoffen wir mal, dass Enraged sich ein bisschen fängt. Das war eng Party gesinn die vielleicht zum dritte Match feiert mit passant mit op den JT zieht durch Kiraxoi Ball Dark Dragon passant mit an Midori zieht durch an Dark Dragon probiert direkt nach ein Galoman se Druck lo aus Enraged do das sind die Spieler die man kennen Kiraxoilo aber auch mehr aktiv sei wo bisschen heroisch statt ganz bisschen ungrund vielleicht gesucht du musst mal bisschen mir spielen vielleicht Enraged lo wo es schwächte sehen oder vielleicht will so einfach Nummer sicher gehen und einfach nicht riskieren für eventuell ein Open Boot zu riskieren, ne? Und du könnte nicht gut von Kiraxoi Pass von Dragon ja du gesagt dann JT sich schlicht verschätzt das stimmt dir bis nicht bei Enraged hier Formel hier weltbekannt Formel die geht gerade gut nicht ab 0 für Triple Commit und ja die war ja immer weiter Triple Commit offensiv ja.
Und Midoriya lo leider Lunch gesprungen, Dark Dragon pass an die Luft, Kiraxoi kriegt Rem durchgezogen. Saibo könnt auch durch, also du hast Druck do bei Triple Commit. Wie du Nummer schon seht, sie sprangen quasi zu 3 Ball, aber das Kontrollier da gekonnt. Und nicht wie in der Triple Commit eigentlich kennt. Effektiv. Hallo, JT. Ja, mir die gut Triple Commit blockt all Möglichkeit von Enraged und offensiv zu gehen noch. Hallo, mit einem Fehler, JT aber direkt gesehen. Geht er direkt aus besseren Chain Demo. Dragon kriegt ihn aber nicht durchgezogen. Dark Dragon. Okay, Reaktion W an die Blow haltend. Dark Dragon low. Nee, sorry, den Dragon. Die nehmen. Ah ja, das ist schrecklich. Oh, vielleicht low. Mein Offensivspiel von Enraged. Nee, auch schon immer als Triple Commit und offensiv. Ganz gefehlerisch, du. Mit du nicht zu antworten gehabt. JT hat nicht richtig ruckelos in den Ball. Ob das vielleicht ein Triple Commit leid oder um ihn selber. Oh, do, den Dark Dragon rammt den JT vor den Double Commit von Enraged. An Midoriya Länge an der Defense. Kiraxoi könnt pass auf den Saibo vom JT. Dark Dragon stafft Enraged do richtig. Oh. Und Dark Dragon wollte durchziehen, als nicht durchkommen. Und ein Triple Commit. Ja, genau, du man gesehen. Hallo, Spoot frei und den Dark Dragon zieht nicht durch. Ah, endlich. Der erste Goal von Enraged. Ich hoffe, dass du Ihnen ein bisschen Motivation für weiterzumachen. Für das heute aber wirklich an Test zu stehen in heute Match, dass wir eventuell noch ein dritte gesehen. Genau, also die Trailer ist noch ziemlich ruhig. Aber wie gesagt, da sind die einzelnen auffälligen Punkte vom Match. Wie zum Beispiel das wo den Midoriya komplett durch ein Niveau und den Ball nicht richtig rauskommt. Ich gebe bei Mengen, dass du ein bisschen aber nervös wäre, ne? Ja, es scheint ein bisschen ein zitteres Spiel zu sein auf der Seite von Enraged. Auch der Kickoff geht nicht so ganz ab. Man muss ja so, das Triple Commit zwar viel Pressure gemacht hat, aber bislang noch nicht wirklich viel gewissen wird. Aber boah, sie brauchen noch nicht viel zu weisen, wenn Enraged weiterhin so Fehler möchte. Und haben wir da eine Situation, wo Enraged Drop geht und dann einfach der Ball an offensiv lässt. Vielleicht ein JT, nee, leider nicht. Ein Demo vom JT für ein bisschen Raum zu schaffen, das ist aber leider kein Doof von Enraged für den Ball weiter zu fahren. Anladen, Dark Dragon an. Double Commit von Triple Commit für den Ball zu klären. So, du ein Shape Pass und mit Dark Dragon, den Dragon, sorry, kriegt nicht durchgezogen. An Saibo probiert dann lo. Kann aber nicht gegen den JT. Du am Mann wir haben gewonnen an JT. Chase ganz schön auf der Goal. Awesome. Super. Den killst du nicht mehr raus. Auch ein Dragon. Looking for Team wie ein High hecht. Kann da nicht Druck kommen. 2-2, eine Triple Commit. Das halten aus dem Match von mir sind wir zwar warte schon beim nächsten. Weiter geht es. So, Luke gewonnene Kickoff für Enrage und Dark Dragon kann direkt durchsetzen, Flit launcht. Ich hab bestimmt heute nicht beim Dark Dragon schwenken ein bisschen zu viel Gear, sondern leid nach Dissen, ein bisschen Mo. Oh, vielleicht nur eine Offensivmöglichkeit für Enraged. Nee, direkt aufgewehrt von Triple Commit. Direkt. Oh, nee. JT, man spielt noch 4. So, Dark Dragon ram unter Ugriff. Ich gehe mal sogar an eine Overtime. Sei wohl schön ein Pass auf Karaxoi, kriegt aber nicht durchgesagt. Das war knapp für Enrage. Das war knapp, effektiv, genau.
Cyber gegen JT zieht durch, Midoriya geht rund, Karaxui aber auch im Ball, zieht leider nur Hand, Dark Dragon ein bisschen Waden. Lokrit Triple Commit Probleme. Von Mattia von Enrage los stimmt. Schöne Save-Teil vom Cyber. Enrage muss schon runhalen. Konzentriert spielen. Enrage definitiv heroisch lo am Gang. Midoriya probiert, das zieht leider nicht durch. Da sind Schwäche von Enrage gerade ein bisschen, wann sie durchziehen, flehen sie quasi launch oder sie treffen nicht richtig. Da muss etwas getan sein, dann tun wir das jetzt schon River. Weiterhin kein Drittspiel an Triple Commit, ganz unerwartet, hätte ich schon nicht gedurcht. Hält sich das Match bei einem 2:0. Gut gespielt. Gut gespielt, absolut gut gespielt von Triple Commit. Ich meine, Gidrin war ein bisschen überrascht von der Offensiv von Triple Commit an der Defensiv von Enrage. Halt. Ja, also ich war überrascht von Enrage, die nicht wirklich viel um das Spiel bursch tun. Und ja, also du hast ein bisschen etwas nicht erwartet. Mehr, wie gesagt, das ist ja nicht ein 4-Run. Wie gesagt, am Bracket kann das später ganz anders ausgesehen. Ich meine, das kennt noch von den großen Equipen, die noch eins so hier dich, wo einfach nicht geht, mit dann, wenn Druck wirklich drauf könnt, dann ist es nicht mehr zu spaßen. Effektiv. Also, das heute, wenn ich nicht so, und wem ich da erinnert, da wird ganz klar Enrage gleich G2. G2 muss verlieren, an den Loser Bracket kommen, für das aber noch ein tolles Finale kommen und vielleicht noch gewonnen. Das heute noch mich komplett und G2 und voilà, ich meine ja, überraschend. Voilà, und dann ja, natürlich um Nengauer direkt mal am nächsten Match. Overtime gegen Leaking Brains. Auch natürlich mit dir Seiles und dann so eine Schmerz für no gucken und dann sehen wir es hoffentlich an einer guter Halle war Stunde hier um der Stadion. Bis dann. Ja, bis dann.